Bern. 30. April. Es ist kalt und grusig. Zeit zum Verreisen. Vor mir liegen also 8 Stunden und 24 Minuten Fahrt, Richtung Urlaub und dem Gefühl von Freiheit. Für die nächsten 10 Tage werde ich Bern gegen Metropolen tauschen und die Aare gegen das Meer. Und auf einmal bin ich schon an der Grenze und aus dem Planen und Träumen aus den letzten Tagen wird jetzt eine Realität. Die Reise im Zug geht zwar länger als im Flugzeug, dafür sieht man viel mehr von Land und Leuten. Und so fahre ich von Stadt zu Stadt. Neue Leute steigen ein mit neuen Geschichten und andere steigen aus. Jeder ist auf seinem eigenen Weg. Und so fahre ich durch das Land, schaue immer wieder zum Fenster raus und beobachte, wie sich verändert. Aus den sanften Hügeln und Weinbergen wird Flachland mit Bauernhöfen und Wäldern. Aus Hochhäusern und Banken werden Vorstädte und irgendwann dann nur noch Windräder. Irgendwo im Nirgendwo. Und so komme ich meinem Ziel näher und näher. Schlussendlich schafft es sogar noch die Sonne durch die Wolken zu brechen und belohnt mich an diesem strengen Reisetag mit warmen Sonnenstrahlen. So wird in Kürze erreichen wir dann Berlin Hauptbahnhof und Service Verkehrshalt in Kürze Berlin Hauptbahnhof. Nach 8 Stunden, 24 Minuten und ein bisschen Verspätung bin ich dann da. From left 13 RE 32 Stralsund Hauptbahnhof via Berlin-Lichtenberg. Departure 2011. Erschöpft von meinem langen Reisetag mache ich mich sofort auf zum Hostel. Ich jogge eine kleine Runde durch Spree entlang und gehe dann erschöpft ins Bett. Am nächsten Morgen wollte ich eigentlich fotografieren, aber es hat etwa so ausgesehen. Darum bin ich am Bahnhof, habe mir eine Reservierung gebucht und habe auf meinen Zug gewartet. Auf der Fahrt nach Köln hatte ich typisches Aprilwetter. Herbst, Winter, Frühling und Sommer, alles an einem Tag. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Köln etwas früher. Der Bahnsteig befindet sich in Fahrtrichtung links. In Köln konnte ich leider nicht so viel Zeit verbringen. Der IC international nach Brüssel hat schon auf mich gewartet. Liège in Belgien hat übrigens einen mega schönen Bahnhof.
Ganz im Gegensatz zu Brüssel, wo ich etwas später angekommen bin. Das schlechte Wetter hat mich leider verfolgt und darum habe ich mich entschlossen, einfach am Bahnhof zu warten. Es ist also Zeit geworden, ins Channel Terminal zu gehen und für den Eurostar einzuchecken. Mit Highspeed ist es dann von Brüssel via Lille Richtung Eurotunnel gegangen. Nach ca. 20 Minuten unter dem Meer bin ich dann auf britischem Boden. Nicht viel später sind wir ja schon zu St. Pancras angekommen und ich habe mich mal wieder auf den Weg Richtung Hostel gemacht. Am nächsten Morgen hatte ich nämlich einen Plan, für den Sonnenaufgang zu fotografieren. Mehr zu dem aber in der nächsten Folge, Danis Abenteuer.